Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Battle Podcast. Beim Gilles Pitz an haut zu eurem Gast dabei. In den, ja, kann ich so und vielleicht so ein bisschen etwas Ähnliches mischt wie mir. Also, mischt da kein Podcast, aber ich schreibe auch Reviews online über Metal-Albumen. Und das ist den Dan, den sich auf Instagram den Metal Inspector nennt. Herzlich willkommen. Ja, merci, dass du mich invitiert hast. Ja. Merci, dass du Zeit geholt hast. Merci für das Kommen. Naja, was wir wollen, wir drei hin sind von ein bisschen zusammengekommen an dem Kontext, eben weil als Abisch sich aber ein bisschen, also als Hobby-Abisch sich ein bisschen gleicht. Und immer gedacht, das ist ja auch schon ganz viel geschieht in der musikalischen, an der Metal-Welt. Viel Bekanntes, so viel Unbekanntes natürlich. Dass man so paar Alben rausgepickt haben, über die wir heute ganz an Detail gehen. Und nach immer mal im Gang sind wir dort. Nee, so lange geht es nicht. Wir probieren aber so die ein oder andere wieder positiv, wie vielleicht auch negativ. Das wissen wir noch nicht, über die Alben zu verlieren. Ich ging so, wir verlieren keine Zeit, weil es geht lang. Und wir lassen vielleicht dem Daniel, wenn er Lust hat, Viertritt. Was hast du dann so matt Poet? Naja, also für dich ein den Kontext zu erklären, was ich mache, ist schon ein Site auf Instagram, @the Metal Inspector, und ich schreibe Reviews von neuen Metal-Alben, und ich mache auch mal Reviews von ziemlich alle Sachen, die ich einfach gerne habe, und dann will ich dann eben sharen. Und prinzipiell schreibe ich nicht mehr über die Alben etwas, die mir auch gefallen. Also ich bin noch nicht Approche für quasi so auszukatzeln, weil mir etwas nicht gefällt. Das meine ich nicht, das gefällt mir nicht. Ich will etwas Positives, soweit es geht, über die Alben durchschreiben. Also ich gucke immer relativ intensiv, was alle Woche so rauskommt. Und dann so ein Zeitbudget, und dann guck ich mal, wie viel was kann ich mal alles vorholen, weil ich muss die Album mehr wie einmal lauschen, mehr wie zweimal, mehr wie dreimal, weil kann ich nicht einmal ein Album lauschen und dann ein Review schreiben. Ich hatte als Beispiel den Bellacore-Album, den habe ich gedacht, so ein typisch Bellacore, relativ ansonsten lang gezogen. Den habe ich zweite gelauscht, war besser, dritte war noch besser, vierte war sogar noch besser. Und du weißt, muss ich ein Album wirklich ein paar Mal verquisten, bis ich wirklich so einen halbwegs fairen, objektiven Review dazu kann machen. Voilà, und das Jahr als enorm viel rauskommt. Ich sehe, die Bands sind enorm kreativ. Also ich finde nicht, wie wenn es der Pandemie mehr Zeit zu holen und richtig mehr Kreativität, die sprudelt förmlich. Ja. Und ich bin überrascht von der enormen Qualität von guten Alben, die wir das Jahr hatten. Das war also das war nicht fertig, genau. Also ich weiß nicht, wie viel, also schon eigentlich diesen Monat, du hast enorm viel rausgekommen. Schon eigentlich letzte Woche waren 4 Alben, die ich mal 4 geholt habe, für zu reviewen. Das ist dann der Bellacore, und der Whitechapel, Archspire, und was war noch, der Mastodon. Schon recht, 2 von denen konnten fertig machen. Und das war noch süßes Woche, die Rest vom Monat war auch also voll mit wirklich enorm gute Sachen. Sowohl am Underground und auch an den Sachen, die so ein bisschen wie Mainstream sind. ja, klar. Mhm. Ja, das waren so verschiedene Reviews so von der, also schon, ich finde es so nicht mehr, da war ein großer Teil davon gelesen. Ja, das ist auch nicht, was du so an 5 Minuten musst. Ich meine, du musst ja wirklich schon, für das es dich echt mal gut liest, und das kannst du auch so rüberbringen, dass es nicht nur mit Leuten ausschwätzt, sondern dass es Sinn ergibt. Das hält dir dann auch Zeit, dann auch eine eigene Kreativität in Anspruch. Ne? Und das, wie du siehst, das ist ja wirklich chargiert mit, was, ich meine, du gehst absolut recht, mit der Pandemie hat gewesen, dass die Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen oder ihre ganze Frust als an Kreativität geflossen. Ja. Und du hast wirklich, dass dir ganz viel geschieht, dann könnt nach. Ja, wahrscheinlich auch, weil viele eben nicht konnten touren und so als hier Kreativität an Albumen auflesen, Musik schreiben. Was ich ganz cool fand. Das ist gut möglich.
da das ganz gut möglich. Ja, dann ging ich so eine random Bevelufenke. Daniel, Ja, fängst okay. du an? Maja, Was dann, du hast gerade Französisch geschwärzt, das bringt uns eine gute Überlegung zu dem ersten Album, den ich wollte kurz vorstellen. Das ist eine französische Black Metal Band, die heißt Pedretz. Und die haben ein Album rausgebracht, Chronique de l'Insurrection. An dem Album geht es eigentlich Krieg. Krieg ist eigentlich ein gutes Thema für Black Metal. Das ist auch nicht die einzige Band, die das Thema da abgeholt wird. Wir hatten für kurzem 1914, die auch ein neues Album rausgebracht hat, die wirklich exzellent ist. Yes. Und bei Pedretz, die haben sich als Thema La Reine du Terreur aus dem Jahr 1793 rausgesucht. Das war so 4 Jahre, also nur der französischen Revolution, wo den Maximilien Robespierre und dem Komitee von Sicherheit da förmlich eng Attack oder anderer op sämtlich Verdächtiger oder Sympathisanten von der katholischen Kirche, von der Monarchie, 13 verfolgt gehen, umbrücht gehen, regelrecht Massaker. Das hätte doch geheißen Reine du Terreur. Da ist eigentlich das, was sie an diesem Album thematisieren. Das ist ein Black Metal Album, also das kahl, das eisigt Gefühl, wann ihn nicht lauscht. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist das ganze Album also auf Französisch. Normalerweise für Bands gewöhnlich alles auf Englisch zu machen, egal von wo sie kommen. Und da hört mir das gut gefallen, dass es hier auf Französisch ist und das gibt dem ganzen Sache ein bisschen mehr Authentizität, das mir klar wird, es geht ja um ein französisches Thema, um einen französischen Krieg und das passt doch gut. Und das auch so, es versteht in der Band vergleichsweise gut, normalerweise versteht ihr ja nicht viel und braucht nicht Lyrics nebendran, hier kriegt ihr das ein oder andere mit. Stilistisch bringen sie ganz viel Folk Elemente ran. Also sie bringen auch viel französische Lieder ran. Das gibt also eine schöne Mischung zu den antiken Folk-Elementen und dann drehen sie dann ab Richtung Black Metal, kommen sie dann bei Folk-Elementen zurück. Zwischendurch haben sie dann Interludes, wo sie dann visual Kriegslieder spielen. Und das Ganze gibt ein bisschen wie schon cineastisch. Ja, finden sich richtig, wenn ihn an der Zeit ein bisschen dabei was, weil ich nicht unbedingt wählte, das aber interessant, so eine musikalische Interpretation von der Sache zu hören. Okay, du gingst dann echt so als war dieser das ist ein Konzeptalbum, das effektiv ein 100%iges Konzeptalbum. Okay, es schon just also wie du der Nummer erwähnt ist in der Band Pedretz, es schon kurz gesehen, weil ich auch natürlich eine andere Band brauche, die ist zwar nicht wieder erwähnen, aber ich meine kurz Les Chants de Nihil, was auch das die rauskommt, ich weiß nicht wie genau, aber ich meine Tyrannie irgendwie so, das sind wir nicht genau sicher. Und so wie du erklärt hast, hat mich auch ein bisschen sie, also schon ein Album nicht kannt, mehr ich meine, da muss ich ja noch eine Rage zugehen, definitiv. Ich fand noch französische Gesang am Black Metal hat einfach etwas eine ganz ähnliche Atmosphäre, wenn nach Matzi auch im anderen Land sich drehen, dann das ist geil. Ja, das ist schön, dass wir keine Lützeburg Black Metal Bands von Lützeburg sagen. Das hat bestimmt auch etwas, wie weißt du. Und das geht ja auch schon. Die Herrschaften, wie sie auch immer heischen, die sind ja auch nicht mehr aktiv. Das Klammer auf, Klammer zu. Das ist eine Rekommendation und Leute, die nur lauschen. Ja, geht es gefällt, gut. Nee, cool. Wie gingst du dann den Album von 0 bis 10 insgesamt? Was ging es denn? Ich hatte auch einen Wert von Gehen, ich weiß nicht, wie war das? Ich denke, es war 8 oder 8,5 oder so etwas. Es sind gewisse Deler, die sich für mich gut bis an die Lenk gezogen. Mit das ist eine Affäre, manche Leute gerne, wenn die Lieder richtig lang sind. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wir können zum nächsten Thema übergehen.
das fand ich eine gute Wertung, eine Gerechtwertung für den Album. Gut, cool. Ja, dann gucken wir, was noch so an unserer Schatztruhe haut zu finden ist. Pete, willst du weitermachen? Ja. Machst du da noch hin? Ja, schaffen wir das. Ich muss nicht schaffen. Ich habe ein Album geholt, wo ich gesehen habe, dass Daniel hat auch ein Review geschrieben hat. Und ich dachte, das war interessant. Ich habe ein Album auch gelauscht und habe mir schon mal gedacht, wow, das ist ziemlich what the fuck Musik. Und das was Ad Nauseam mit Imperative Imperceptible Impulse. Das ist ein, wenn ich mich nicht irre, eine italienische Band. Richtig, ja. Italienisch, ja. Das ist schwer zu beschreiben. Es kann als experimentellen, avantgardistischen Death Black Metal bezeichnen. Das ist ganz schwer zu lauschen, aber ich vergleiche immer ein bisschen mit der Band, komme ich nicht auf den Namen, New Yorker Black Metal. Imperial Triumphant, genau. Den auch ein bisschen den Stil, just dass Nauseam ein bisschen manner jazzisch klingt, aber genauso chaotisch. Ne? Ich finde davon ganz gern, auch von so Bands wie Deathspell Omega, die auch ein bisschen so das experimentell bei der Musik bringen. Ne? Die erste, wo ich ein Album gelauscht habe, ich bin auch frech, das ist schwer kostet, gell. Und ich hatte gestern eben Nein gelauscht und dann war viel besser gelauscht hat. Und das ist definitiv etwas, wo ich muss drauf anlassen. Das ist definitiv leicht, wenn du so mal random Hintergrund kann laufen lassen, da muss ich schon drauf anlassen. Ich weiß zum Beispiel, der Gilles, den hat das so gern. Das ist gar nicht Singers. Ich bin gerade so ich will nicht so, klingt allen mit weil es klingt jetzt schon ein bisschen so express, ein bisschen knaschig, grässlich durchgestaltet. Und trotzdem, also ein Album fängt schon skurril an, aber enthält steigert sich das da. Und ich fand zum Beispiel so die zwei Lashsticker, die gehen man einen Schritt drauf von dem Experimentellen. Und wie freuen den vielleicht auch ein Ohr hat für so etwas, für so ein bisschen wie extremen avantgardistische Metal soll der Sache eine Chance gehen und auch eine Rolle ausstellen. Der will Schnee so. Nee, darfst nicht. Du musst Nee. Also, es geht alles probiert. Ja, ich meine, die hat dann auch ein bisschen gefallen, dann, wenn ich die Review gelesen habe. Also, ja, Gefall, also das ist ein... Das ist das ist schon ein philosophisch Frage. Ich habe effektiv geschrieben, dass es kein Pläsier ist, für es zu lauschen, wenn es etwas Schönes will lauschen. Das ist etwas, worauf man sich anlassen muss, wo ihr seht, okay, setz mich da hin, ja, ich lausche konzentriert. Und da geschieht so viel, das Wahnsinn. Es bricht Normen von der Musik, die ihr kennt. Also, Musik, ja, war die von Musik einfach erfährt, war die aus einem Gehirn so dran wird, es muss ungefähr mehr oder weniger so klingen. Also sie brechen einfach komplett danach an. Das ist etwas ganz Chaotisches, das ist auch richtig düster, das ist auch richtig heftig. Genau. Also es ist kein Pläsier, wenn ihn will etwas Spezielles tun, etwas Neues tun, was ähnlich das ist, dann ist es wirklich ein Genuss irgendwie. Ja? Also es könnte auf einer Stimmung, also das Hintergrundmusik, wie es gesagt ist, geht das so gut nicht. Auch nicht am Auto nicht. Das ist wirklich für sich zu sitzen, mit Kopfhörer und dann nicht anders zu machen. Ein düster, albtraumhaft Dres zu gehen, kann ich schon mal so. Ne? Das ist effektiv, wie du siehst, das ist wirklich nicht, was ich eigentlich mega rekommandieren. So. Aber eben genau für Leute, die ein Ohr haben für so schräg Sachen, gebe ich trotzdem rekommandieren. Ne? Und ich meine, ich werde noch in Zukunft auch noch Young und Diana kennen, durchlaufen. Gilles, lausche durch. Mal dann. Ich probiere, okay? Ich gehe mich drin. Ich meine, wie wir schon mehr wie ein gesagt haben, kann man die betreffen, Leute, Peters den Herden, dann ist die nächste mit den Müllen, wo auch da gerne muss. Sanft Sachen. Du Sachen, hört. Bon, dafür gehe ich gerne von so Sachen aufgeschreckt, ob die echt leichter, aber das heißt ja lange nicht, dass ich es nicht ging probieren. Ich meine, vielleicht noch nicht haut. Also, es geht gemäht, versprochen. Hallo, okay. Bei sein so.
Okay, da kommen wir halt, wie ich lokal gesagt habe, bei ein bisschen mehr bis Relaxes dann. Das man unendlich lädt. Ich fange dann einfach mit Landlos an. Für die, die nicht wissen, was Landlos ist. Landlos ist ein Deutsch. Shoegaze, Post-Rock, teilweise auch von den Liedern auf. Bands, wo auch schon ein Zeitchen dabei ist, wo in der noch den Neige von Alceste ein Zeitchen Gesang hat. Lo aber soll man zu den Wurzeln zurückgegangen ist. An den gewissen Markus Herbst, irgend etwas, den als absolute Frontmann. Ja, Landlos möchte. Ich will nicht so ein scheine Post-Metal mehr gewöhnlich, also als mit Post-Metal mit so Sachen, wo aus dem Milieu kommen, nicht immer mit angenehmen und abmunterungsfriedlichen Themen zu rechnen. An dem letzten Album Wildhund, den aus das Jahr rauskommt, an dem möchte ich von genau das, was den Viergänger Melting Sun schon davon gemäht hat, ja, Wühen wie will ich so eine Wühen umsetzen, die nicht einfach sind an der Form, wie sie klingen. Ich weiß, da gibt es Sinn, was ich da so. Klingt ganz skurril. Aber ich meine, so kannst du auch so, dass Landlos ist, obwohl es am Anfang für ihn, den nicht Post-Metal oder Shoegaze sich so auskennt, der findet wahrscheinlich ganz normal und nicht so aggressiv. Aber es tut massig viel Dave, massig viel Atmosphäre, wo heinst du schon bald zu viel ist. Und ich schon die gar nicht kann, also ich schon Landlos effektiv durch Wildhund kennengelernt und dann habe ich mal wirklich, ich wusste, wie nicht war, mit das war da aber auch geil. Und ich schon no Wildhund alles rangezogen, was da war, und keine Ahnung, es sind regelrecht verzaubert gehen von dieser irgendwo progressiver Unhauchung von Shoegaze. Ich meine, Shoegaze wird massig viel Dave, das klar. Massig viel Pedalen gehen Ivationen. Geht wirklich Reverb aus dem Begriff Nummer 1. Und ich meine, das ist im Album nicht ernst das. Ich weiß nicht, ob der zwei ich meine, der Peter das sicher nicht gelehrt hat. Und Daniel vielleicht auch nicht. Ja. Das vielleicht auch noch nicht, wie gesagt, das ist nicht schon singen. Aber ich fand, möchte klar, was Black Gaze an, also die Herd von Black Metal an Post Metal, wie das kann mit Shoegaze funktionieren. Ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist Kardashev, also auch, oder Kardashev wird genannt, dass auch das Jahr rauskommt. Ja. Wenn in die hält, und es geht in der Sache ein bisschen mehr ein Touch, da kriegt den Landlos. Kurz gesagt zu Kardashev, ich habe studiert gehabt, ein Album war aber letztes Jahr rausgekommen, nicht das Jahr. Ja, ich hatte das heute nicht geguckt gehabt. Ja, das letzte Jahr rausgekommen. Ich habe fast überzeugt, für das Jahr gewesen. Bon, Klammer auf, Klammer zu. Swat, okay. Ja, in jedem Fall, also ich schon noch alles rangezogen, was da war. Ich ging vielleicht noch nicht unbedingt Wildhund selber einem empfehlen, für da ranzukommen. Aber es ist schon ein Alkohol, weil das war wirklich den Album, wo mich dazu motiviert hat, ihr komplette Diskografie einfach umstecken zu lauschen. Und das machbar. Ich meine, bei vielen Sachen, eben gerade wie dann gesagt hast, lange Lieder, wo so über die 10 Minuten Sparte rausgehen, das kann ja ganz oft schon so, okay, wenig ist es da so weit. Und das ist die gewöhnlich auch so, mich schon aber anderem etwas Besseres belehrt gehen und so, okay, das kann aber funktionieren. Das kann aber funktionieren. Wenn es gut gemacht ist, wenn es gut präsentiert ist, dann ist es mir auch egal, wie lang ein Lied ist. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist wohl wahr. Na, du hast ja nur noch etwas, das kommen wir immer die 25 Minuten machen. Etwas das. Mir gut. So viel zu Landlos. Laufstadt okay. Landlos. Gut. Ich habe schon genug gesagt. Okay, was hat man noch? Was noch Episoden, Daniel? Ja, da gehen wir dann einfach op Richtung Brasilien an du gëtt eng neue Band Krypta. Also für die vun Nervosa heieren hunn, dat war ein Trio aus 3
Madamen aus Brasilien an die hun sich opgelegt gehabt zu 3. 2 sind der Fortgang Sängerin an Bass dat war doch Bass spielt an dann Drummerin. An Gitarristin wie hieß du schon Prika is neppes. Dat wollt aber de Projekt net stirbelossen, dann huet du Neileit fir Nervosa von, dat mittlerweile an de Quartett. An die 2 andere Damen du noch eng neue Band opgebaut, also das ist schon quasi eng Supergroup, wo danach zwei Gitarspielerinnen dabei kommen sind. Da denkt das aus Brasilien an der das aus Holland. Und sie feier hun das am mit vom Jahr hun sie dann auch ein Album dann rausbrücht, die so auch kräftig promote hun über Social Media an wie Echoes of the Soul Echoes of the Soul ja. Und das ist ein Album, das fried möchte. Das sind einfach ordentlichen, ehrlichen, gut gespielten Black and Death Metal. Also das richtig Tempo dran, Riffs, die knuppe richtig gut. Das macht Spaß. Die Lieder sind dynamisch, Solien sind fantastisch. Also die Feier Madame sind noch ganz jung und das Wahnsinn, was die für ein Talent und wie gut die auf ihren Instrumenten sind. Also kann ich nicht mehr rekommandieren. Ne? Also auch die Vocals, die haben so Fernanda eine ziemlich grell, geizere Stimme, aber es macht das richtig gut. Also es könnte richtig gut angenehm rüber, so dass ich mehr davon will. Und ja, das ist wirklich ein Album, das ich vielen Leuten rekommandieren. Das ist auch ein bisschen, das nicht kompliziert ist, das nicht Gott sei Dank ganz weit weg von Ethnosim oder ein Konzeptalbum mit das einfach ordentlichen Black and Death Metal. Und was eben auch impressionant ist und hinein ist, dass eine neue Band, das zwar ein bisschen eine Art von Supergroup, aber sie wurden relativ schnell, sie sind ziemlich schnell populär gehen. Sie haben vor allem Social Media, YouTube, Instagram, Facebook, sie benutzen die Kanäle ganz gut, sie sind ganz stark präsent, richtig. Also sie haben dadurch drauf, sie haben wirklich die Medialkompetenz. Beispielsweise machen sie dann Playthroughs von ihren Liedern, just ein Gitarre-Playthrough oder just Soloen oder just ein Drum-Playthrough oder just ein Bass-Playthrough, weil die relativ selten sind. Und so gehen sie den Leuten immer etwas Neues, immer ein bisschen etwas Frisches dabei. Und so bleiben sie präsent und dort gehen sie immer mehr bekannt. Und ich fand, sie sollen noch die Kanäle benutzen, wenn sie ihnen zur Verfügung stehen. Weil normalerweise hat eine Metalband nicht unbedingt ein riesiges Marketingbudget. Im Allgemeinen sind Metalbands kirchenarm. Und Social Media ist aber gratis. Und damit kann ich relativ viel machen. Ja, ich kenne da komplett recht. Das ist auch ein Album, wo ich mich so nämlich ganz gefreut habe, das Jahr, wo die erste Single From the Ashes, meine ich, rauskommt. Ja, da richtig. ich mich schon gefreut gehabt. Und ja, das Album ist genau das. Das ist einfach knallharten, ja, Black Death Trash. Das sind noch viel nervose Elemente und sind aber dran. Ja, das hast du definitiv dran. Ja. Das Ried raus. Das ist ja auch oldschool einfach, oldschool Death Metal ein bisschen. Und das kannst du genau das, was ich gerne will. Was ich gerade im Moment gerne will lauschen. Das ist schon viel wert. Ne, so, ne. Am Daumen haben sie auch wirklich effektiv genug gelöscht. Das ist ja auf Social Media sind wirklich ganz stark präsent. Und sie gut Reklam von sich gemacht. Und ich hoffe, dass in der Zukunft noch mehr von ihnen wird hören. Ich meine, die do eng blendende Zukunft. Für allem weil man auch an enger Zeit sehen, wie man schon oft genug gesagt tun. Madamen gehen nicht genug gescheit an der Metalwelt. Und da hast du dann ein Beispiel so, ja, die können nur noch ganz andere Sachen, wie man gewöhnlich, klischeemäßig erwarten. Ich meine, Ginger hat es 4 gemäht und ich meine, Krypta wird an den nächsten Jahren auch zu, ich finde, so eine Elite. Vielleicht gehören sie schon dazu, aber sie sind definitiv gut op enger guter Position fir durchzustarten, so wie se eng all-female Band das die extrem Metal mcht geld dat du findest da auch net oft geld trotzdem
Ja, ne, aber so, ich meine, so Bands wie der Toten weisen aber, dass es machbar ist. Und das gibt dann wahrscheinlich auch die Motivation für andere Musiker, Ja, die das hoffe selbst ich. machen. Ja. Mal gucken, was dazu bringt. Mir hat er so schön, also viel über Death Metal geschwärzt, wirklich, dass ich ein Licht tun mit meinem Album, wo ich wollte erwähnen, und ich auch will es den für dich zu machen. Ja, und weil ich wollte nicht so, das war von der echt schon an den Cup gekommen, wie man heute das Date und das zu machen. Ich dachte, nee, das ist auch bis vielleicht so obvious, weil es aber auch so ein vielleicht von den poliertsten Alben aus diesem Jahr an. Ich schwätze von einem absoluten Melodic oder Tech Melodic Death Metal Hero, das ist Inferi mit Wild Genesis. Absolut, also Mengen an, vielleicht von den besten Tech Melodic Death Metal Album, wo ich bis hören kann. Ich gehe nicht mit Bands wie Obscura, weil das, also ich will nicht so, dass sie schlecht sind, aber da sind wir immer dem Problem so, okay, das mal ein bisschen zu viel gewuselt oder das mal ein bisschen zu viel high. Und Inferior habe ich auch schon 4 Druckant natürlich mit Alben wie, oder EPs wie of Sunless Realms, wo just 4 Lieder schwer waren, wo da gewesen und wo den Hummer hängt, was der Gitarmäßig noch immer bei einer 6-seitiger Gitarre machen kannst, an einer Welt, wo wir schon bei 8 Seiten sind, so, ja, okay, das ist diese Album, wo ich da lauschen, wo ich dann nie mehr meine Gitarre aufpacken, weil ich nie und werde in den Level hochkommen. Aber ja, also, weil Genesis mengen nicht als ihren wirklich den propersten, an den professionellsten Album, wo sie biselo gemäht haben, geht wirklich nach eng Schöpp méi an die melodiös Welten, wo am Melodic Death Metal méigich waren, wéi et Demos oder lo nach immer méi Demos waren einfach besser. De Black Dahlia mat der gemet hun. Und dat se so Elemente, wo ich wirklich rëm von tun. Das net Lieder sind net unbedingt klassisch abgebaut. Okay, du hast dein Opener, du hast dein Main Reef, du hast dein Chorus. Nee, hei können noch an eng Liedmol einfach so iwwer 2 Sparten iwwer 3 Minuten lang so wusste dann de können Karin op de Boden falle les, weil het so dekadent melodies kann sinn nie und der Herz zu verleieren. Dat fand ich persönlich immer en de guten Aspekt bei se Melodic Tech Metal Bands, ich mal so. Und keine Ahnung, weil Genesis war ja auch ganz kurzfristig ugekündigt gin, das ja de lechten EP meng EP last Jahr oder dat Jahr fir Drun rauskom. He war so ja dann zack bum bum an du hast kom an voilà, ich war net überrascht, me ich war woch net enttäuscht so wie immer beherrschen alle guten Instrumenter bei Level iwwer perfekt gëtt dann gëtt dann ass nach Archspire do wo die Sache nach bisse méi an dat technisch will ich net so, weil das aber deselbe Niveau technisch steht, aber wie dekadenter, wie schnell können wir spielen, das Archspire an Inferiors definitiv do méi Melodiesen erwähnen. Ich mengen du as das ja neicht neicht besser rauskommt. So ein immens epische Sound für Tech Death kann ich so. Muss ja. Das so richtig ein Wall of Sound, die bei ihnen abgebaut wird. Ein bisschen schon. Und das auch für allem op dem heiten an op der of Sunless Realm, dass dat wirklich zum Vierschein kommen, die symphonisch Mass, wo du im Hintergrund alles bisschen diktiert, einer Bands, wo dat gerne gemäht hun, wo bisschen ich will nicht so am Sounduntergang, dass das Carnifex hat auch an der Zeit an noch lo op den letzten Album ganz viel mal so Symphonieelemente gespielt. Das aber nie in die größte Rückkommen. Ich fand heißt Mischung an Balance einfach das stimmt. perfekt. Ja, muss ich tendenziell oppassen, viele Metalbands machen gerne symphonische Elemente an die Musik dran. Und das kann dann auch schnell zu viel gehen. Also dass du wirklich Balance ist relativ schwer zu finden zwischen richtig dem harten Teil, also dem harten Teil und dann den symphonischen Teil. Und es gibt Bands, die das exzellent machen. Septic Flash könnt du, hast du natürlich ein perfektes Beispiel dafür, generativ 3 Jahre. Ja. Den Inferi-Album wäre ein Album, den ich effektiv auch gelauscht habe. Ich konnte den aber nicht reviewen, dass ich mit dem Zeitbudget auch nicht sehr tief schon ein bisschen verzichten.
Ich kann noch ein bisschen vergleichen, was du gesagt hast, Arts by müsste natürlich ganz nach ein paar BPM mehr an die übertreiben, pur Filme an. Also das ist natürlich schon auch exzellent produziert, also in Ferienproduktion als wirklich exzellent, alles her den ganz klar raus. Ein Album, den auch die Wasser vielleicht nicht man symphonische Elemente mit denen hat Prog-Elemente, das ist ein Illustrium, a Monument to Silence. Ich habe von dem hören und ich hatte auch ein Review geschrieben. Ich hatte ein paar Lieder hören davon, ganz nicht gelauscht, aber das war, was du siehst, das müsste schon Sinn, das ist ein bisschen dieselbe, ich will so denselben Tierrang, mehr gehen dann dieselbe Stimme. Also Illustrium, Inferi, Arts Bayer von Düsseldorf die 3 beste Tech-Dev-Alben, von denen ich die gelauscht habe. Und die kann ja also sich auch ein Gerant sein. Also Illustrium ist auch ein Geheimtipp, wo ich mich auch freue bei der Band wie Zika, wie es kann sein, dass die nicht mehr bekannt sind, weil auch ihre Produktion ist bombastisch gut. Sie sind enorm stark auf ihren Instrumenten, sie sind ganz kreativ, geht hin und hier schnell los, aber auch mit einem richtig fetten Sound. Ich kann kein Schwein sein. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Das ist, ja, gut, ich meine, was sind wir im Gang zu machen? Ja. Wir konzentrieren uns auf eine Niche-Musik. Metal ist schon ein bisschen mehr eine Nische und da gibt es so viel andere Nischen und nach eine Nische und nach eine Nische von einer Nische. Ja, natürlich findest du nicht viele Leute. Ja, geht auch verloren am Boss. Gern, ich meine natürlich die großen Namen, ich habe sie genannt, Obscura, die just eng zu nennen, und der Black Dahlia Murder werden immer die Affichen dominieren. Das effektiv, es sind verdammt viele Bands dabei, es sind mehr als nur eine andere Band angefallen, wo unter anderem auch beim selben Label sind wie Inferi. Ich meine, sind hier ich meine, der Gitarrist, der Malcolm irgendwie von Inferi, den hat ja auch bei Matt fangen dran, der Artisan Era. Ja, das ist wirklich so dünn. Ich will nicht so den neuen amerikanischen Label, aber das ist wirklich ein Label, so okay, du weißt, was du kriegst, das ist nicht lo. Das ist straight to the point. All die Bands, die du unterschrieben hast, haben eine gewisse Qualität an einen gewissen Dingens erfüllt. Ich will nicht so, wo sich mit Inferi vergleichen, aber wo du weißt, okay, ich kriege das selbst geboten. Das ist vielleicht ein anderer Genre, aber das ist sich die selbst Fabrik. Und du hast mal nur noch Desiderium, den hast du nicht raus, den könnt, den hast, ob die sind nicht auch gespannt, weil ich meine, ich schwätze von einem Tech Melodic Death Label, wo auch ein paar Black Metal Bands sind, und du kannst effektiv eine Black Metal Band dann mit einem Debütalbum, all darum so ein Beispiel für, wie ist das möglich, dass die so etwas Gutes können produzieren? Es ist just elitär, aber sie verkaufen. Und das ist genau das, was man dann für Dünne geschwattet. Wie ist das möglich? Heinz so freue ich mich, was die Großbands, denen kann egal sein, mehr so kleine individuelle Leute fertig bringen mit einem minimalistischen Budget selbst auf den zu stellen, soll das nicht mal so okay, Respekt. Gell? Und dann ist es auch umso mehr schuld von Wacken du hast, gell, für das zu lernen. Ja, so viel dazu. Sagen wir weiter, dann holen wir nicht nach rein. Mehr schlanke Black Metal mehr, dafür holen ich wieder gesitzt im Haut am extremen Genre in der Wehe. Ich sprengen mich noch allen 3 bisschen so. Du als 4 lebt, dann kann ich mal einfach vorstellen. Und ich komme bei einer Band, die ich das Jahr kennengelernt habe. Das ist Javel aus Norwegen. Ja. Und ein Album gefällt mir ganz gut. Ein Album ich probiert nur nicht zu viel zu butchern. Tanker som Rienatten. Schon vergiss, schade schon gelesen, weil ich mich schon vergiss. Ja, bon, das war's. Norwegische Black Metal, klassisch, ganz rehe Sound, kahle Sound, aber auch die typisch norwegische Atmosphäre ist dran. Ne? Und Band gilt schon ein gut 10 Jahre oder ein das Jahr, ich schon ein paar Alben rausbrechen, hat auch die anderen ein bisschen rausgelauscht hat. Und wow, wirklich gut. Ich gebe so nicht, dass vielleicht Bot von denen
beste Black Metal Album die ich das hören hun obwohl so Ray aus sind aber auch relativ viel Melodien kennen dran rum an noch so den ein bisschen Chor Gesang aus dran wie eine Fleisch auch von Ulver kennt oder so ne und, ja kann ich auch, also ich kann nicht mehr wieder zu so außer dass einfach klassischen norwegische Sound das aber ob ein modernen Aderweis rumgehen ne? Und ich meine das auch mittlerweile also von den klassischen norwegischen Bands man die auch nämlich so viel Black Metal und ich meine sie sind aber kann ich so vielleicht matt unterstützt was Land momentan zu bieten hört einen guten qualitative Black Metal dann ja merci für die Rekommendation ja, merci ja wann Lisa Datei jemals lauscht da erzählt wird ging also fleißig lauscht drin dann guck mal ob es bis dahin könnt ja das auch als pur Zufall sind halt so Sachen die passieren und dann entdeckst so Bands ja also ist schon den Album just einmal gelauscht hat dann ich gehe Peter recht an allem was seht ich verlieren auch nicht ganz viel Zeit um das klassische Norwegian Black Metal. Ich kann die Band Logo nicht, das klingt mal interessant. Dann müsste man vielleicht einen Link schicken oder so. Gerne. Ich meine, das könnte doch interessant für dich, für ein eventuelles Review dazu machen. Weil, aber ich will nicht so ein. Du hast schon gesagt, Pete, das macht das Schwerste, ja. Das du hier. Ja, ganz klar. Ja. Und dann, wo gehen wir hin? Ja, dann gehen wir auch über den Atlantik auf Kentucky mit Panopticon and Again into the Light. Das ist halt auch Black Metal irgendwie, ja. Das mal nicht. Das ist den Album, dem mich das Jahr am meisten impressioniert wird. Das war auch ein Album, wo ich effektiv auf meinem Sit eng 10 von 10 geben müssen gehen. Ich habe nichts drin zu meckern gehabt, absolut nichts. Es ist eine One-Man-Band, das ist den Austin Lunn. Und das ist natürlich dann um alles auch gekümmert. Und ich bin schon impressioniert, was so One-Man-Bands heinz auf Bühnen stellen. Es sind noch eine ganze Reihe anderer dieses Jahr, die wirklich gut Material rausbringen tun, wie Die Catafalque und Mare Cognitum oder Rivers of Barbaras. Das sind noch alles Bands mit einem Mama, die vielleicht einmal Service von einem anderen, vielleicht für Drums oder für andere Sachen aufruhen, mehr allgemein ganz Konzeption als entstanden ist enger Vierdach. Bei Panopticon, das ist halt Black Metal, das geht mehr in Richtung Atmospheric Black Metal. Und das ist ein enorm, wie schon intimen, persönlichen Album. Ihr schwätzt eigentlich an dem Album, auf Basis von dem, was ich recherchiert habe, weil du verstehst. Lyrics nicht, also ich Lyrics auch nicht gefunden. Aber es geht eigentlich persönlich Fehler, die in seinem Leben gemacht wird, wo Menschen wehgetan hat, wo so schlecht gefühlt wird. Es geht auch Depression, also allgemein Mental Health, das könnt auch dafür, wer die Ruf zieht. Und wenn den Album wenn hier richtig mit Black Metal zuschlägt, dann wird es weh. Das ist richtig kalt, das ist richtig allen exzellent produziert, also es geht richtig weh und es muss auch so sein. Und das sind dann die, natürlich, wenn hier so spielt, dann soll das die mitdeichte Phase vom Gesundheitszustand, vom Geisteszustand, auch von schwierigen Erfahrungen am Leben durchstellen. Aber er bringt ja doch fertig, ganz schöne Passagen ranzubringen. Er spielt ein bisschen Country, ein bisschen Bluegrass. Okay. Direkt schon den Intro, das 5 Minuten süß akustisch Gitarre, ganz schön gemacht. Das zweite Lied, noch ein 4-5 Minuten lange Intro, aber baut sich wirklich etwas ab. Und dann knoppt er wirklich beim Humor drauf. Und die Lieder sind enorm, das ganz viel an allen Lied zu finden.
schon dat Lied Muff Eaton Soul, da kommen Kircheglocken zum Schluss, das epochal, also vom Sound hier. Und ja, den Album, wie gesagt, das ganz persönlich, das ganz intim, das Persönliches, natürlich das auch das Element, ja, es ging die Schwierigkeiten, wir kommen noch drüber weg, das ist wie ein Zyklus, das Album gesagt wie Blumewurst, natürlich das repräsentiert dann, ja, es kann auch etwas wursten als dem, was tot war oder als dem, was Futti war, das ist ein neuer Anfang da. Und so hast den Album ein bisschen zu verstehen. Und mir gefällt mir die ganz persönlichen Touch. Und hier wird den Album, die Lieder do geschrieben, auch für sich selber zu therapieren und auch für sich auch bei Fehlern, die gemacht wird, bei anderen sich zu entschuldigen. Und von der, also wer wirklich guten Black Metal braucht, und macht richtig viel Atmosphäre, da gibt es nicht launcht das ein Album, also absolut, ich muss schon mal so eine klingt mir ein Meisterwerk. Das größte Wort, das ist stark wird, also für an diesem Kontext, bei dem was wir heute machen, finde ich so Sachen relativ selten, die in der starke Qualität haben. Also kann ich ab das meine wärmste Rekommendation. Panopticon and Again into the Light. Okay. Ja. Schon den Dingens gesehen, also wo ich den Cover gesehen effektiv Bandcamp stöberen, als man den effektiv auch am Tag gefallen. Ich muss aber leider dazu schon nicht gelauscht haben. Du hast so gut verkauft. Ja, du hast definitiv gut verkauft. Ich bin auch noch gut von daher gehört, und das klingt definitiv nach Sommerkind gefallen. Ja. Das gibt dann nur gemäht, das ist so ungefähr. Schön. Dann wird der Peter auch schon darin. Oder aus mir. Nein, kein Black Metal. Das ist ziemlich egal. Black Metal. Black Metal. Komm. Nee, das einer geht noch. Das ist also definitiv kein, für ein bisschen Aufwieseln zu sehen, machen wir nach ein bisschen Progressive Metal, Progressive Death Metal. Weil man die neue Album von Wolves of Nihil, The Work, ist ein Album, wo sie, also wer den Viergänger kennt, We Olds Know My Name, also hat noch definitiv Fortsetzung davon, nach wie ausgereift, eigentlich Spur mir progressiv, nami komplex, aber ich gebe auch so ein bisschen mehr Licht lauschen wie die Viergänger, mir eigentlich poppisch als vielleicht das falsche Wort, aber das definitiv einfach zu lauschen wie die Viergänger. Mir catchy, genau, das passt gut. Die Eichkeier, das ist so ein Album, die wiest und dann die alle Eichkeier war so ein bisschen, aber du hast noch was beim Auto vorher gelauscht, das war auch definitiv die falsche Decision. Wo ich für zweiten Merke gelauscht habe, du hast ein Album definitiv immer gewusst. Ne? Und sie sind eine komplexe Band, waren sie noch immer und ich fand das doch gut. Und schon den Saxophon definitiv vermisst gehabt. Vielleicht können Saxophon nicht ausstehen. Ich fand das Saxophon als ein Instrument, was der Metal zu wenig benutzt wird. Ja, da gebe ich doch recht. Ich fand, das bringt sie auch so gut ran, das bringt so eine gute Atmosphäre mit bei. Zusammen mit den anderen Instrumenten, mit der Gitarre, mit Drums, alles gemischt, das bringt so eine geile Atmosphäre. Und auch den kleinen Gesang, also das ist ein bisschen mehr präsent für den Viergänger. Und auch das passt immens gut, geil. Aber dann, auf den Momenten, wo es soll hart sein, du geht dann aber auch richtig gut ab, muss ich sagen. Auch definitiv, ja, ein kleines Meisterwerk, kann ich auch so in dem Fall. Ne? Ja. Also ich hatte über den Album auch ein Review geschrieben, also ich hatte auch ganz beeindruckt. Ich hatte auch ein Review nachgeschrieben über den Viergänger, We Also Know My Name, den ich noch persönlich ein kleines Stückchen besser fand, aber das ist eine Affäre gut. Sie sind aber für mich äquivalent, das wie gesagt, eine Affäre gut, weil die Lever hat. Was mir ganz gut gefallen ist, dass sie das Saxophon nach mehr benutzt tun wie am Viergängeralbum. Genau. Und das wird so jazzy, es gibt einem so ein leicht wärmt Gefühl, wenn sie das machen. Und
für wat nicht ich verstehe die Leute nicht, die den Saxophon nicht wollen hören. Ich meine, wir hören am Metal normal über die Basisinstrumente, elektrisch Gitarre, der Bass und Batterie und natürlich dann Stimme. Und es geht doch nicht mehr so, es kann nicht unendlich viele Sachen damit machen. Und ich meine, es ist wirklich trauen, andere Sachen dabei zu machen, Keyboard dabei zu machen, so symphonische Elemente oder wie gesagt, auch mal ein Saxophon, etwas, was unkonventionell ist. Und wenn ich nicht gut abhängt, da kann ich etwas Apartes tun und darum erinnern sich Leute dann auch besser dran. Genau. Ja, das stimmt. Ja, es wird definitiv zum Mann benutzt, also soll man so außergewöhnliche Instrumente mengen Keyboard gibt, kannst du schon mal zu 80% schon bald, also aber schon Standardprogramm, so wie andere Instrumente auch. Ja, du stößt das Saxophon dann nach raus, keine Ahnung, ich meine, was man nach Whiteboard, wir haben Fractal Universe, die Französisch, die, wo der Gitarrist von Scar ja auch, hier spielt ja auch Saxophon und andere das auch. Ich weiß nicht, also ich kann ja selber nur eine Person, wo gut nicht mit Saxophon kann aufhängen und ja, ich kann nicht nur erzählen, weil es separat an einer Piano-Bar oder einer Jazz-Bar einfach. Okay, mit der Teil ja sehe ich, wie wenn Saxophon schon bald dafür gemäht wäre, so komisch das klingt. Okay, dann kommen wir los zu Menge Lächter, dann schon mal da all drin, wie das so Tradition ist bei Comedy. Ein Black Metal Band rausgesicht, wo Anfang des Jahres hier ein Album released wird. Und wie beschreibst du atmosphärische Black Metal an der gewöhnlichen Art und Weise? Gehst du auch immer in Norwegen oder vielleicht Kanada, Amerika sicher? Nee, ich gehe nach Russland. Und Russland ist ja zumindest an meine Klischeen, an meine Gewöhe, wo ich für Russland tun. Russland ist immer kalt und da schneidet immer. Also sind Landschaften aus. Das Band heißt All Hava an den Album Frozen Bloom aus Anfang des Jahres rauskommt am Mai. Und das verdammt lang und das verdammt monoton, aber ein gut Erderweis. Okay. Und ich meine, ich schon nicht gerne, wenn die Lieder wirklich mehr lang wie 15 Minuten sind. Ich kann mich gerne darauf verirren. Wenn sie natürlich so monoton sind wie Hai, klingt es ein bisschen unlogisch, dass ich die Logo holen. Aber das kommt nicht. Und zwar, All Hava besteht aus zwei Dudes, den Herr Andrei, ich will nun nicht zerstören, an den Timur von Trena. Das ist eine andere russische Black Metal Band, wo unter dann auch das Jahr ein Album rausgebracht hat. Also sie haben All Hava so als kleines Nebenprojekt. Also probieren wir mit naturgerecht ja, die gigantische Landscape zu Russland hört, die unbewohnten, es sollen einfach die unbewohnten Flecken alle Lieder zu wandeln. Aber wenn schon den Opener gucken, den Opener als The Queen of Fields heißt das dauert 25 Minuten lang. Und das dann nicht gelungen, ich meine, die ersten 15 Minuten als eine Repetition von den ersten Noten, gell? Und der Dienst so hält als die Atmosphäre. Wie kann ich nicht so, es sind überzeugt, dass es andere mit Reverb zu tun hat, und mit eben Mass, einfach eine gewisse Masse und Elemente, wo von der Seite sich so herandrücken. Just, dass es so lange braucht, für eine Atmosphäre anzuschwammen, das kann dich mal gerne überwältigen. Mich persönlich hat es am Anfang ein bisschen gesteuert, aber weil ich das Album mehr oft gelauscht habe, weil ich mir mehr gedacht habe, what the fuck ist das dort? Und ich brauche mehr davon. Weil ich auch schon hier andere Alben kannte, wie La Doga, wo 2020 rausgekommen sind, wo auch nicht in der 15 Minuten dabei war. Gesangmäßig, es sind auch viele Lieder dabei, wo pur instrumental sind, wo Wiesel flink sind, kein Soloen, das ist wirklich Melodie, rhythmisch, depressiv, dann auch monoton. Obwohl sie selber als bisschen wie eine angenehme Version von ihrer gewöhnlichen Musik beschreiben. Das ist ein bisschen paradox, muss ich sagen. Und, okay. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht so und ich kenne Erzählung nicht so.
fängt man dem an dem Lied an, weil schmengend Lieder sind alle guten anstrengend ob hier egent Aderweis. Wir wann fertig springst dich durch Eli zu knallen gell und du wahrscheinlich so gut das längste Menge als Fleisch dann aber das best da siehst du so okay die du nicht gerade fertig sprüht an der gewissen Zeitsprache du mich an den eiskalt sibirisch Wüste setzen an mich zu vergessen und ich schon just gestaunt von dem was ich gesehen habe so viel sich ein bisschen un da klingt du ganz cineastisch und so das war mal so mein Gefühl wo ich nur der zweite oder dritte Käier so gut gell. Ja, wann ich von Atmospheric Black Metal schwätzt, dann hört ihr oft ein bisschen die Erwartung, dass ihr irgendwie an die Landschaft oder irgendwie an einen einsamen Platz transportiert wird an sich dann sich selber noch kann beschäftigen. Ich gehe viel mit meinem Hund spazieren, dem muss viel raus, schon den Kopfhörer an das weiter breit gehen. Da ging schon durch den Busch an Hai durchschwingerte Musikvergräfe Macher da kann ich sich wirklich daran verlieren und schon dem Moment der Black Metal also ein Atmospheric Black Metal Album leisteren ist findet sich dann noch besser an wann ich daheim lauscht ob der Kusch da können die nicht so richtig an die Atmosphäre mir wann kalt draußen ist und das bisschen Nivel dann hört was willst du mehr genau Ich bin da 100% recht. Ja, das war ich fand generell ein Black Metal oder in dem Falle sobald Atmosphäre dran ist, bald egal was für ein Genre das, dann ist es am besten, wenn die Elemente einfach, wenn du mit den Elementen an Verbindung bist, aber du schiefst wie Schweine dabei sind, Wand ohne Ende oder was weiß ich. Ich ging da auch nicht am Auto lauschen, ja. Sonst ganz ehrlich. Weil es verleiert Dave, es möchte gut keinen Sinn in am Auto zu lauschen. Ich habe es selber probiert, lang, ein bisschen wie weit dran gegangen sind, und dran kommen sind, und man gedacht, okay, komm, das musst du ein bisschen lauschen, oder sitzt du schon länger in der Raum und du lauschst, ja, da möchte es Sinn, aber okay, Fall am Auto. Doch, am Auto müsste just die erste Kehr hältst an die andere Richtung. Es kann dich überwältigen und wie nennt es das? Du gehst zu viel auf den Gedanken an du gehst zu viel an das Lied ran und das kann dich ein bisschen zerstehen. Da okay. Ich ein bisschen hauptsächlich mit dem toten Album. Die anderen Album sind ein bisschen Manner depressiv, nicht Manner froh oder warm, mehr einfach Manner depressiv. So viel zu All Hava. Ja. Klingt aber interessant, ich schätze unerträgen. Das gebe ich mal wo ein Keran sein, das tut im Englisch. Ich kann mir feststellen, an einer wenn du wirklich spontan bist, die hoffentlich ein Schnee geht, hoffentlich, dann ging das wirklich passen. Ja, ich habe angefangen zu lauschen, aber ich habe gemerkt, das ist noch nicht gerade die Musik für am Auto. Das war der Situation. Ich werde doch auch mal ein ranzeigen. Das erinnert mich auch, was du noch von Sibirisch oder von Russland geschwärzt hast. Ich hatte auch nach Anfang vom Jahr war ich auch bei einer Atmospheric Black Metal Band gestoßen, die sind auch aus Sibirien. Und ja noch so, dass noch so ein Grima. Rotting Garden, Album. Ja, und noch so die Verbindung zum Busch, zur Natur, zur reier Natur, härter, kahler Natur. Ich meine, sie haben die mega cool Holzmasken da unten. Das sieht wirklich doch sagen, das ein bisschen dämonisch aus, richtig flott ist das. Ja, das klassische Atmospheric Black Metal oder hier das Eilen am Hintergrund, ja, das ist auch so eine typische Stimmungsmusik. Ja, das ist absolut Stimmungsmusik. Ich meine, da sind wir jetzt alle eins, wenn man sobald Atmospheric ist oder sogar Prog Metal kann du ganz sehr an Atmospheric übergehen, gell? Das ist schon wahr. Aber ja, ich meine, so die Hundalo, warte mal durch, links Steck. Ich ging so, dass aber obwohl es extreme Metal ist, also da war alles so zu seinen eigenen Furden an seine eigene Story. Ich meine, wir so ganz gut zugehen an
wir werden dat aber definitiv wiederholen nicht am Gefühl muss man es nach der 100 sitzen nach Posere lausren des Jahr vielleicht Ja. dann Anfang nächstes Jahr könnt ihr nach genug Ja. Könnt noch genug. ich ging so mehr los heute bei weil mehr muss so los alle guten Apps erste weil mir Hunger oder ich zumindestens will ich Ja, nicht so gesagt. ja. So los fängt es an. Und ja enke Merci den Daniel Merci den Ja. Mann. Ma ja, Merci. wirklich. Merci für die Invitation, Enke. War ganz interessant. Absolut gern dat werd man wie gesagt Absolut. wiederholen dat können man sogar vielleicht ein Standardprogramm Ja. wie gucke wat 2024 zu bringt das hier passt Ja. ganz viel dran mit nächstes Jahr als dann schon genug geplant Merci dabei no Lausterer an mir vu Comedy an den Mr. Metal Inspector wünscht ich dann noch einen schönen an angenehmen Abend an Herren als Gesundheitsreck bei Comedy Genau. dann Ja. Schönen Abend. Schönen Ciao, ciao. Abend. Ade.